Wie der wisst, Hummer am Anfang von der Legislaturperiode als ein ganz paar die Prioritäten gesagt. Das waren unter anderem Familie, man hat ein Familienpackage ausgeschafft, das Zonte, das die Umwelt, das die Education an das de Logement, weil de Logement ist definitiv den größten Problem, den man als Lützeburg schon ein ganz normal verdienende Mensch kann sich, wenn er nicht ein Mog von den Schweiz nicht so sehr und so nicht mehr zu Lützeburg kaufen. Und das ist definitiv ein riesiges Problem. Wir haben zu Lützeburg wie überall als Zugebot nur froh die regelnde Preis. Nur froh, die kriegen wir nicht direkt geregelt, die ersten im Gang mal steigen, also muss man beim Angebot aufpassen, aufhängen und aufpacken. Und dafür haben wir immer gesagt, wir müssen nur sich gucken, dass wir mehr bauen, mehr sehr bauen und mehr billig bauen. Und an dem Kader hat der Marc Lies schon ein 23 Mesuren vorgestellt und auch du mal gesagt, der Package ist noch lange nicht fertig, wir müssen 4 schaffen, und wir haben 4 geschafft, und wir haben 12 neue konkrete Mesuren ausgeschafft, die wir euch gerne heute präsentieren, und der Marc Lies wird das direkt machen. Und der Gilles Roth wird den steuerlichen Teil davon machen, weil Steuern ist auch ein ganz wichtiges Steuerinstrument, das man am Kader vom Logement sollen aufpacken. Also Marc, ich gehe da direkt fort. Merci Martin für die Wort. Die Damen und Herren, ganz herzlich begrüßt. Heute Morgen die Vertreter von der Presse. Ich meine, Martin hat gesagt, dass den Projekt rund um den Wohnungsbau also an den letzten Wochen nicht einkehr in aller Munde, wenn in die Kanzler da möchte, da können die aber wirklich mengen, dass Blau-Rot gering. Also als Majoritätsparteien, als hätten sie immer noch nicht den nächsten von der Situation erkannt. Wenn ihr guckt, was die Lehrtüren und Maßnahmen en place gesagt gesehen, war ich meine, ob der Pakt Logement 2.0 kommen kurz zu schwätzen, weil das nicht unbedingt nur das Sujet von den Morgen ist, aber trotzdem auch da ein paar Aussagen von Seite von der CSV. Das hat man sowieso schon ein letztes Jahr gemacht, wie den Pakt Logement 2.0 präsentiert genossen, dass da verschiedene Sachen aber sind, die effektiv müssen diskutiert gehen, die auch an den letzten Wochen am diskutiert gesehen, aber nicht an Demos, wie man es das vorgestellt hätte. Aber ich meine, für zurückzukommen der Problematik rund um den Wohnungsbau, ich meine, das wissen alle gut, an den letzten Wochen hast du von letztem Jahr 16,7% Steigerung von den Wohnungsbaupreisen. Du hast als Lützeburg Nummer 3 weltweit, was TOS angeht. Bei den Erwartungen an den letzten gesagt, was dicht Sorge kann, dass im Land 81% von den Leuten, die sich wirklich Sorgen um den Wohnungsmarkt machen. An den dritten Punkt mit 50%, wo die Leute sich Sorgen um Zukunftschancen von ihren Kindern machen. Und ich meine, das ist aber ein besonderer Stehpunkt, den es auf den Plan trifft, wenn es um die nächste Generation geht, was hier Zukunftschancen sind. Und Zukunftschancen hat mit Schaffen zu dienen und hat auch mit Wohnen zu dienen. Ich meine, alle Menschen, wenn er bis Schaffen geht, hat auch irgendwann eine eigene Wohnung. Aber wenn ihr seht, dass 50% von den Leuten, aber auch besonders Türend, das Generation, die nächste Generation, die auf den Arbeitsmarkt kommen, dass die sich extrem viel solcher Gedanken machen. Ich muss ihnen das auf den Plan rufen und dürfen dann auch sich Gedanken dazu machen, was da umzusetzen ist. Martin Hansen hat für gesagt, 2019 hat CSV schon 23 Maßnahmen, die effektiv an allen Bereichen von der Wohnungsbauproblematik rangehen, präsentiert. Ich meine, wir alle gut wissen, dass der Wohnungsbaumarkt ein ganz fasten, komplizierten, komplexen Sujet ist. Und mit der Präsentation von heute geht man gerne 12 mit konkreten Maßnahmen, das ist das, was wir auch immer an der Chambre gesagt haben, dass eben punktuell Maßnahmen sollen ergriffen gehen, Platz ganz Gesetzestexte neu zu schreiben, was extrem aufwendig ist, für das in Dummert mit konkreten Maßnahmen könnt. Letzte Woche haben wir nicht ein Beispiel gesehen, wie so sich nicht eins das Majorität ist. Letzte Woche am Kader von einer Diskussion, die von den Linken gefragt ging, rund um die Problematik vom Leerstand, hat CSV 2 Motionen angeregt, eine, wo man die Regierung aufgefordert hat, für eine nationale Spekulationssteuer en place zu setzen. Als Sozialisten wurden eigentlich mit dem Kanzler verstanden, für eine nationale Spekulationssteuer en place zu setzen. Wir müssen Trainer kehren, für nicht für die Motion zu stimmen. Bei der DP durch eine nationale Spekulationssteuer, die schenkt effektiv für sie nicht auf Rot zu kommen.
sie gehen dann effektiv führen op Reform von der Grundsteuer. Reform von der Grundsteuer mat lecht vor matkrit, dat die an dieser Legislaturperiode net wird kommen, weil da muss ich wirklich vorhin wer effektiv als DP vertreter wat ze gerne wollen, wat ze gerne hätten. Die Gring ich meine, du muss du kannst da machen, du we net so richtig schwarz wollen von enger Spekulationssteuer nee, der Dienst war die bei den Gring gewesen, dat ze keine Extension vom Perimeter wolle machen. Dat schenkt man Fakt zu sehen an den letzten Jahren. Ich meine, da sind ein ganz paar die handwerklich Fehler gemacht gin du hast just eng muss am TVA-Logement von 3 auf 70% an Lu zu setzen, der den Wohnungsbaumarkt nach einkehr zusätzlich verdeuert. An der Staat das war die größte Nutznießer von dem, was TOS von der TVA geht. An Mätiger der Desuen, die der Staat ranhält, auf der anderen Seite dem Wohnungsbaumarkt, also dem erschwängliche Wohnungsbaumarkt auch nicht einkehr zu feiert. Zwei Worte über den Paktlogement 2.0. Da tun wir schon einke artikuliert, an den nächsten Dich werden wir da noch mehr in Extenso können artikulieren, wann den Paktlogement 2.0 dann an der Chambre plenär wird diskutiert, dann noch votiert gehen für uns unter dem Strich aus den Paktlogement 2.0 nicht praxistauglich. Geht immer gesagt, dass sie Paktmatte gemengen. CSV hat am ganzen 8 Amendementer gemacht zum Paktlogement 2.0. Bon, das nicht allzu viel darüber diskutiert, gehen als Propositionen oder Amendementer sind knapps diskutiert gin an direkt no verworf gin. Guck den Amendement ministerial, den das am April gemerk gin ass wat fir eng absolute Katastrophe was Amendement ministerial, du hast den Artikel 10 vun dem Gesetz wat dann bezug ass op den Artikel 20 bis vum Aménagement kommunal, wo et wirklich problematisch ass fir dat ganz Terrain praxisorientiert können umzusetzen, dat funktioniert so dann noch plus für die Regierung an dem selbsten Atemzug, wo es darum geht, für Logement akkumoderiert zu machen oder verstärkt zu machen, von 30 auf 20% draufgesetzt. Also das muss ich euch erklären, also wir verstehen es nicht. Und ich meine noch Vertreter, Majoritätsvertreter an der Chambre verstehen es selber nicht. Es schwätzt sich von Logement akkumoderiert, dann nur in den Tor von 30% am initialen Text, an der BIM und mit einem Amendement setzen das auf 20% drauf. Wie gesagt, mir verstehen nicht. Da zum Paktlogement 2.0, den sicherlich nicht wird Probleme lesen, was den erschwänglichen Wohnungsbau angeht. Ich meine, wir alle gut wissen, und ich will dadurch ganz klar betonen, dass das als TSV-Fraktion noch bewusst, dass die ganz schwierigen Akt, dass der Wohnungsbaumarkt, da sind viele Stellschrauben, die effektiv müssen zusammen gefordert gehen, viele Zahnräder, die effektiv müssen an nie laufen. Und das 12 Amendementer, die Majoch effektiv auch doch werden zukommenlose präsentieren, sind op mans DU-Satz für schnellstmöglich es können unter Steuerschrauf zu drehen, wat Gilles Roth annovertionen. Wir schmengen als Upassungen, die Mehrwerte machen, respektive an einer Proposition de loi lo niedergeschrieben hun, die man den nächsten Tag an der Chambre werden deposieren, wie dat de Promoteur publik allein die Problem vom erschwänglichen Wohnungsbau net kann lesen. Der Promoteur publik mat de Gemengen ze Summe baut iwwer Joer wann net gut geht 500 Wohnungen vu 6000 Wohnungen, die pro Jahr eigentlich gebraucht gefe gin, dat geht bei weitem net. Also muss man do goen an dat an dieser Proposition de loi auch gemacht, dat eben de privaten Investisseur soll mat an dat erschwenglecht Mietboot mat beigeholl gin. In eng einer mesure as de fir Kriterien vun dem Revenu imposable, die bei der Eto-Logement appliziert gin, déi auch an Lo zu setzen, dat mir eng bret Mittelschicht vun denen helfen kann profitieren, wann het den Akquisition vun enger Wohnung geht. De privaten Investisseur an den lachten Dich vun alle Chambren hue den und Chambre des Métiers, Chambre immobilière, besonderwer Chambre des Métiers, die so mir e Problem fir qualifiziert Personal, also dat Techt Handwerker zu fannen. Ich meine, sie müssen op die andere Seite von der Grenze gehen, und sie gehen schon relativ weit sicher. Wie wenn die Leute hier Plötzlich kommen, mit den Revenuen, die sie haben, die sicherlich nicht schlecht verdienen, aber wenn man guckt, was zu Loyer muss bezahlen, da geht das ganz nicht mehr ab. Auf auch die privaten Entrepreneur, mit an Boot zu halten, dass sie in Zukunft selber Wohnungen können bauen, diese Herren Leute, Herren Arbeiter, wie effektiv an der Stahlindustrie mal gemacht wird, dat effektiv von eben der Arbeit an der Zeit Wohnungen gebaut gesehen, dat haut zu das auch ein Entrepreneur, die Möglichkeit hört, wann eng Wohnung baut in der abordable Konditionen für verloren geht, dat noch von der Seite vom Staat geholfen kriegt, wann eben so Wohnungen aménagiert und dann effektiv auch bauen geht. Ein anderer Punkt ist den,
weil an den Office socio, wann du enke de Bill mcht du as so dat Problematik Nummer 1 aus den Wohnungsbau. Effektiv Leute, denen die an Detresse sind, die eben die Revenuen nicht tun, dieser brauche für ein erschwinglich Wohnung respektive ein Wohnungewerb können sich zu leisten. Das d'office socio, dass man die in Zukunft doch als Promoteur publik konsiderieren, dass sie effektiv auch im Wohnungsmarkt können agieren, wie das hier echt Okkupation als definitiv Wohnungssicht für sie, um dann Boot auch zu holen. Der nächste Punkt ist den für Gestion lokativ sozial, die auch gegen den Leerstand von Mietwohnungen umgeht, für Gestion lokativ sozial für die auch zu stärken. Der Tisch auch da eben die Bezuschussung, die Leute da können kriegen, dass die an Blut gesagt wird, für den Leerstand, für den zu reduzieren und dadurch effektiv auch mehr Wohnungen können auf diesem Markt von der Gestion lokativ sozial können zu bringen. Und der letzte Punkt ist den von der Erhöhung von den Subsidien auch für den Promoteur publik, dort effektiv, wann in eine Wohnung baut, momentan also bei den Promoteur publik sind 70% Subsid, bei den Gemengen sind 75% Subsid, für die für Schiedfrieden auf 80% an die Lut zu setzen, respektive auch Subsidien, wenn es darum geht, Terrain abzukaufen, von 50 auf 60 respektive 70% an die Lut zu setzen. Also der Kosten ist ganz klar. Am Jahr 2020 wird den neue Fonds Spezial du Développement au Logement am ganzen 96 Millionen konsumiert. Das geht nicht durch, effektiv die unzählige Wohnungen können wir Platz setzen, die wir brauchen. Wir stellen uns hier eben Mathe-Promoteur publik, aber auch den Investisseur privé in Zukunft, dass dieser Betrag, dass mehr wie verdoppelt wird, eventuell verdreifacht wird, 96 Millionen geht nicht durch, effektiv der Demande nur zu kommen, an der Demande von der schwänglichen Wohnungen wird dann nächstes Jahr noch viel mehr groß gehen. Und dafür mehr stellen uns echt dafür, dass das in Zukunft 200 bis 300 Millionen sind. Und dafür brauchen wir auch andere Akteure und dafür die privaten Investisseurs mit an das Boot mit ranholen. Wir als CSV werden da nicht für der Realität schließen. Wir haben an den letzten Jahren eine Reihe von Proposen und Erfahrungen gemacht. Wir werden aus dem Mund an der Chambre auch nicht verbieten lassen. Respektiv, wir kennen ja, wie das Wort an der Regel ist, wenn eine Motion rangereicht wird, 31, 29. Wir werden, wie gesagt, am Laufe dieser Woche eine Proposition de loi, die in diese Richtung geht, deposieren an der Chambre für effektiv der Demande an unerschwinglichen Wohnungsbau März für die Rechnung zu drohen. Merci. Merci. Marc, auch nach enke von meiner Seite, merci, dass so viel von der Presse hinkommen sieht. Bei der Opposition ist ein eng der Realität. Aber dir fragt ja auch, was sind dann konkret Gegenpropositionen von der CSV. Der Marc Lies hat eine Reihe. Ich will dann nach 4 konkreter am Niveau von den Steuern sagen. Das erste ist, wir sind für eine nationale Spekulationssteuer auf frei leihenden Terrain und auch auf frei leihenden Häuser. Wir wollen eine nationale Spekulationssteuer für Wert, weil es sich erweist, dass wenn ich das auf kommunalem Niveau leist, dass das nicht immer zielführend ist. Richtig ist, dass seit 2006 mit dem sogenannten Pakt Logement die Gemeinde nicht erlaubt ist, für einen speziellen Grundsteuerniveau festzulegen, das sogenannten B6-Niveau, wo sie einzelne Bauplätze, die als Bauplatz ausgewiesen können, mehr hoch können im Niveau von der Grundsteuer besteuern. Das machen noch eine Reihe von Gemeinden. Einzelne gehen mit extrem hohen Toren auf dem Punkt 4. Die Frage, die sich aber stellt, dass die, als das auch rechtmäßig geht, das auch mit den Prinzipien von der Verfassung hier. Für eine allgemeine Gerechtigkeit am Land zu gesehen, auf dem Punkt plädiert für CSV auf eine nationale Spekulationssteuer. Die kann wohl unterschiedlich je nach Region ausgerichtet sein, was das Niveau belangt, aber es wäre aber so, dass dann die generelle Spekulationssteuer sich auf all freistehenden Bauplätze respektive auf all freistehenden Haus appliziert. Das ist das, was wir ohne Plus und Gerechtigkeit gesehen und dafür plädieren wir auch ganz klar für eine nationale Lesung auf dem Punkt. Das hat man an dem Wahlprogramm. Wir stehen auch auf dem Punkt zu unserem Wahlprogramm. Es gibt just 2 Ausnahmen. Da denkt, dass die, wenn Leute temporär so einen Bauplatz zurückhalten für einen Descendant, das heißt für einen direkten Nachkommen, oder wenn es sich um Agrarflächen
Flächen handelt, weil du kann ich nicht immer den Spekulationsgewinn, den ihr du mal da wollt, erzielen, erstellen. Ich meine, da sind oft Leute, die aus landwirtschaftlichen Interessen auch für ihren Betrieb aufzusichern, so Grünflächen frei halten. Den zweiten Punkt, wo wir auch eine klare Position haben, das ist den, dass wir so es kann nicht sein, dass wenn die Allgemeinheit mir Bauterrain umklassiert, dass ich von dem Mehrwert, den dadurch erzielt, kann profitieren, ohne dass ihn etwas der Allgemeinheit aufgeht. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Wenn dir haut eng Immobilie, sie hat ein Appartement oder ein Haus kauft, an dir hält das während 2 Jahre, und durch die Wertsteigerung, das Appartement oder das Haus oder den Terrain kriegt, bezahlt just einen reduzierten Steuersatz von maximal 20%. Das ist die sogenannte Regel vom Demi-Taux global. Wir sind aber der Meinung, dass die Wertsteigerung, die ihr könnt, eigentlich ohne dass ihr etwas möchtet, dass du auch die Allgemeinheit sollt mehr davon profitieren, sodass sie von dem reduzierten Steuersatz von 20%, das ist haltend von dem normalen Taux, dass sie nicht an den Grundstoff könnt, wenn ihr die Immobilie 5 oder mehr Jahre hält. Das ist eine klare Änderung, die wir vorschlagen im Niveau von der Steuergesetzgebung. Wenn ihr also ein Appartement kauft und nicht verkauft ihn das an einer Zeitspanne von Männer wie 5 Jahre, dann appliziert sich auf den Mehrwert den Steuersatz von 40 oder 42%. Wir sind der Meinung, dass auch die Allgemeinheit an dem Sinn von einer allgemeiner Gerechtigkeit, sozialer Steuergerechtigkeit, auch das muss bereit sein, dann der Kommunität, also in diesem Fall der Allgemeinheit, aufgehen. Dazu sind 2 Maßnahmen, wo die Bürger eigentlich dann direkt oder indirekt so nicht so oder gelost gehen, am Sinn von einer sozialer Steuergerechtigkeit müssen etwas bezahlen. Wir sind aber auch der Meinung, dass sie im Niveau von den Encouragementen, die die Leute sollen kriegen, wenn sie sich eine Immobilie anschaffen oder für den Preis, den der Staat bislang draufschlägt, für den zu reduzieren. Und das ist der sogenannte Steuerkredit für den böllischen Akt. Wer heißt das? Sind 2002, also schon als 20 Jahre hier, kriegt wenn der zu eigenen Wohnzwecken eine Immobilie erwerbt, an der an der Regel mehr wie 5 Jahre hält, kriegt einen sogenannten Steuerkredit von dem böllischen Akt von 20.000 €. Der Montant von 20.000 €, den als aber 2002 nicht mehr angepasst ging. Und schon mal gestern selber Rechnung mehr, dass den Index verglichen von 2002 mit dem Index wie lo 2021 sich appliziert, und da sind die 20.000 €, die sind lo schon 20.000 €. Das heißt, wenn ich nicht mehr just ging und preissteuerisch von dem allgemeinen Konsum aufpassen. Nur wisst ihr aber, an der Markt Lies, dass wir darauf angehen, dass neben der allgemeinen Preissteuer natürlich die Immobilienpreise umso mehr an die Lut gegangen sind, und dafür plädieren wir, den Steuerkredit von 20 auf 50.000 € an die Lut zu setzen. Du so dir, das ist ja enorm. Ich gebe ein konkretes Beispiel, für das aber ganz zu relativisieren. Wenn dir ein Haus kauft oder ein Appartement, da bezahlt dir auf dem Verkaufspreis bezahlt dir 6% Enregistrement, und da könnt ihr an der Regel 1% in den Überschreibungsgebühren dabei, das sind also 7%. Das heißt, wenn der Rechnung merkt, wenn dir ein Appartement kauft, was da steht, wird fertig ist, von 800.000 €, das ist ein Preis, der sicherlich an der Stadt, an anderen Städten sicherlich nicht überdriven ist, da bezahlt ihr dem Staat da 6 plus 1, das sind 7% von den 800.000, bezahlt ihr eigentlich dem Staat nach en Suisse 56.000 €. 56.000 € zusätzlich Enregistrements-Kosten. Für das auszugleichen, für das aufzuführen, weil wenn du so 56.000 €, das ist schon der Preis von einer Mission, mehr wie Mittelklassen wohnen, sind wir der Meinung, dass der Staat nicht eigentlich zusätzlich nach soll darüber verdienen und dafür den Steuerkredit von den 50.000 €, weil den der Preissteuerrecht, der allgemeine Preissteuerrecht, mehr auch für und allem der Immobilienpreissteuerrecht angepasst ist. Und dann vierten an letzten Konkretproposition, das die von dem Freibetrag, den der Hut
Niveau vun der TVA-Logement. De Marklis huet mat rechtënner Strach. A mir so der doch haut nach enken immer bei 9 Joer an der Opposition geschwoen sinn, nämlich folgendes. Mir hunn net als Fehler gesinn, dats eng vun den echten Amtshandlungen vun dieser Regierung wär TVA an dem Logement vu 15 op 17% an Lut zu sitzen. Et as auch immer fälschlicherweise nicht so net nachrenkier gesot gin, mit dat betrifft nimmen déi Häuser oder Appartementer en zweet oder en dritt hun fir dat ze verlohnen. Dat das net richtig, weil wann der nämlich TVA vu 15 op 17% an dem Logement an Lut sitzt, dann appliiert dat sich auch indirekt an dat spielt schiet verein op Eichtwohningen. Ich gebe ein konkret Beispiel. Wann da bis 2014 nach eigentlich ein Haus oder ein Appartement werreng Baukächten ubelangt bis zu 416.000 €, mat 3%, also mat dem super reduzierten To gebaut huet, dann appliiert sich dat Zter 2014, wo also TVA vu 15 op 17% an Blut gesät gi nach just op 356.000 €. 356.000 €, ich mein, du si mat als eens, du bau da net mi ganz viel. An dürfe si immer der Meinung, dat se den Steuerfreibetrag Niveau vun der TVA Logement, dass den vun aktuell 50 op 100.000 € sollt an Lut goen. Dat ass net nemmmen eng Politik fir auszudeelen, méi de Marklis huet mat recht gesot, engerseits iwwer de Wee vun de Plusvaluen op den Immobilien, wo der eigentlich neicht dafür muss schaffen, just dats der Immobilie hält. Einerseits mat der Spekulationssteuer soll en Deel von denen Ausgaben hai, die direkt als Zuwendung und die Jung steht, sie meistens die Jung steht, die do konzerniert sind, für den Hölle von eng egener Werk von enger Immobilie können Höllefen Gegen zu finanzieren. Dat sie wie gesot feier konkret Propositionen, die man haut auch nach enke willen vis-à-vis von dem Publikum machen. Ich mache nach eng lacht konkret Proposition. Ja, ist nämlich auch ganz einfach an hilft auch, dass man miséier 4 man bauen noch mi billig bauen, dass man innerhalb vom Bauperimeter keine Kompensation will. Wir haben dat auch viel geschlo am Kader von der Upassung vom Naturschutzgesetz. Leider Gottes als Propos do nicht ugeholt gehen, mit das keine Kompensation am Bauperimeter hat wir alles ganz klar wie gesagt 3-4 Deler. Erstens, ich weiß, der Bauperimeter ist ja dafür für zu bauen. Also soll ich das nicht unnötig aufbremsen. Also erstens könnte ich dadurch eine Misere bauen. Ich brauche keine unnötigen Tüten zu machen. Ich habe keine unnötigen Kosten, dadurch, dass ich die Tüten dann noch bezahlen muss, an Kompensation zu bezahlen. Und drittens, es gibt auch noch der Natur etwas bringen, weil der wisst, wie es am Moment ist, wenn der Bauterrain hat, den am Bauperimeter ist, dafür zu verhindern, dass der Mist irgendwann kompensieren, da wird es definitiv immer schön proper gemeint, dass nicht mehr nicht abkommt. Aber wenn in Detail gibt Propos machen, lasst einfach der Natur Zeit, weil ein Biotop dafür 5 Jahren steht, dann ist es besser wie kein Biotop. Das heißt, das Propos gibt auch noch konkret der Natur etwas bringen. So, das wären als 12 konkrete Mesuren, die wir das viel gestaltet haben, was für uns wichtig ist. Wohnungsbaupolitik als im Prinzip eine ganzheitliche Politik, und das hat er schon gesehen, das geht über natürlich den Finanzminister, den Logementsminister, den Environnement, das muss auch am Ganzen angepackt gehen. Und ich fand es just schön, dass das nicht so gehandhabt wird. Wir haben als Verantwortung überholt. Dann denke ich mal, da sind 12 zusätzliche Mesuren, die wir vorgeschlagen haben. Wir werden die Verantwortung auch in Zukunft noch überholen. Wie gesagt, wir haben eine relativ gute Ausdauer. Auch wenn der Wort meistens 29, ausgeht, da werden wir es schon nicht entmutigen lassen. Wenn der froh ist, da gebe ich Mengen, werden die meisten sich wahrscheinlich in der Macht richten. Dann lasse ich die Macht denken, ja, ja. Merci. Ja. Die zum Beispiel den Punkt benannt, dass private Investoren an Schaffen von sozialen Wohnungen, soziale Mietwohnungen bei der Raum denken. Und der schon das schon für lange gemacht gehen. Du hast ein Problem, dass die Mietwohnungen quasi durch einen Frist von 25 Jahren blockiert werden und dann das sehr fahren. Das heißt, sie sind relativ lange profitiert und gehen aber nur Männer Wohnungen, soziale Wohnungen, weil wir es dann wirklich zuletzt zu fallen.
Da das sicherlich dieselbe Problematik just momentan sind wir an einer Situation, wo man ganz klar konstatieren, dass der Promoteurpublik net genug schafft, die effektiv am Stock bleiben. Du hast eng von den Maßnahmen, die am Pakt Logement 2.0 steht, dat waren effektiv die 10 oder 15%, die viel Logement modéré solle geschafft gehen, wo man zwar noch immer nicht wissen, was genau die Definition vom Logement modéré ist, das ist eine Diskussion, dass die Wohnungen, dass die sollen am Stock bleiben. Also das ist eng von den Maßnahmen, die mir von Anfang an mat begleet hun an dé auch als positiv bewährt hun, dann ass dawer schon bald fertig, weil dat geht net. Ob froh, wat de privaten ugeet, wir mussssen effektiv agieren Lokationsmät, weil de Lokationsmät nieft de Preiser, die lo bei der Wand extrem explodéiert sinn, könnt de Lokationsmät die 100% an den Drun. En as Deelweis schon an den Druck komfleisch net an demselchte Mossen wie de Verkauf. Mais dat eng ganz logisch oder eng logisch Konsequenz eng wirtschaftlich ökonomisch Logik die an den Druck geht eben dat wat den Investisseur op der enger Seite finanziert, muss op der andere Seite doch iwwer Lokation an ranhöllen fir gewissen Rendement zu hunn. Der Rendement loch an der Zeit immer bei 5% bei TRDlo, dat de Rendement dat den Eichter 2 oder 3% ugepasst gëtt, dat effektiv Investisseur vielleicht nicht mehr gerade so an dem Sinn dann ob sein Profit aus heiers Konsequenz ganz klar von mir de private man potsche run dat Beispiel gesot gehabt dat or en Entrepreneur die se haut mir fanne kein Leiit mir Handwerker die Tuninge bauen da geht du hin unterstützt den Entrepreneur, dat den effektiv Wohnunge kann bauen, kriegt den Subsid dafür, muss sich engagieren, während einer Zeit X, ob das 15, 20, 25 oder 30 Jahre sind, dass die Wohnung ändert abordable Konditionen. Ich meine, wir stellen als dafür, da gibt es das Segment von den sozialen Mietwohnungen, werden das Reglement radikal von 90 fällt. Und dann aber auch das Segment von der Gestion lokativ-sozial, wo ihr seht, das darf nicht mehr wie 10 Euro der Meter Carré kosten. Und das ist meine Stadt, wo ihr sollt umsetzen, weil das ist ja ein Zyklus, den Haut investiert, mehr oder immer mehr investiert in den anderen, und dafür geht das ganz effektiv nur an, transposiert. Aber wenn du die Konvention an Échéance könnt, dann muss effektiv dann noch den Investisseuren, die von der Wohnung können Gebrauch machen, wird das, wie gesagt, für die Zeit sparen, dass Leute wirklich auch davon können profitieren, weil wir brauchen es an den nächsten Jahren. Also das ist das, was auch die Konsten, die Speisen der Gemeinde machen mit den Office Socio. Also du fängst du richtig Schott zu gehen, Position 1 als Logement, also es geht nicht. Zu sagen, also die du bist in der Not, die du schon gut mal durchstimmen, in der Chamber, die sind in Opposition, die bringen du eine ganz Reihe umsetzbare Vorschläge, die aber wahrscheinlich dann nicht werden, so umgesagt geben, auch, dass man die an dem wissen. Fährt nutzt die Oppositionsposition und die eben sind nicht für noch ganz andere Themen noch auf Tapet zu bringen, wie zum Beispiel eine Mietpreisbremse. Das ist auch klar, dass das empfehlen, wenn man da noch ein bisschen am öffentlichen Diskurs und mal ganz andere Möglichkeiten zu üben. Ich meine, wir haben eine Proposition de loi gemacht, schon noch die Fraktion von den Linken, die effektiv eine ähnliche Proposition gemacht haben. Just leider aus den die Proposition de loi, die ging irgendwann an der Chamber, durch die Chamberkommission ging sie diskutiert, und dann irgendwann aus die größten Terrain, und dann landen sie effektiv am größten Terrain. Wie gesagt, ich meine, so ein Propos wie die Doten die Leitung durch, und die soll auch von Seite von der linken Fraktion diskutiert gehen. Wir beispielsweise eine andere Proposition de loi gemacht, wir in 2019 haben ganz Feier gemacht, auch mit dem Options- oder Mietkauf. Ich meine, die Konsequenz ist genau die, das avisiert, wie gesagt, die Majorität will es einfach nicht auf Pläne bringen. An Pläne bringen, dann ich meine, da muss man an bleiben, dass dann aber auch die Propositionen, ich meine, das gut recht von einem Parlamentarier ist, das auch an der Pläne, nicht nur an der Chamberkommission, wo ihr keiner davon abkriegt. Ein schönes Beispiel von dem Mietkauf oder dem Optionskauf. Da hat just den Minister die Position dazu ergriffen während 5 Minuten und du wurdest fertig. Voilà. Und das ist natürlich ein bisschen frustrierend, aber ich meine, das wird Madame Hansen für gesagt hat. Wir sind 2019 rausgegangen mit einer Panoplie von Proposen, und wir gehen heute noch raus, in der Finesse 12 Proposen auf den Tisch zu legen, die effektiv aber relativ Zeit nur noch sehr könnten umgesetzt gehen, wann der Willen da wäre. Und das ist eben just das Problem, was die vom Willen. Schon ein Beispiel für Drogin mit der Motion, mit der Spekulationssteuer, die letzte Woche, die wir deposiert hatten. Also es war schon halluzinant, wie dann effektiv diskutiert, sich gedreht, gekehrt, ging das für es nicht brauchen zu stimmen.
Ja. Koalitionszwängen aktuellen Staaten keine Partei aktuellen Regierung kann sich dafür stellen, die Probleme nur in Zukunft zu lösen. Ja. Also mir stelle fest ist so der Teil Richtreis an der das schuld, dass eigentlich die Koalitionsräson mat 31 für die Kitze Summen zu hellen bewirkt an der net nimmen lo dat letzte Jahr mir iwwer die ganze Periode von 2013 bis lo das Moosnahmen Niveau vun dem Logement wat vun den Hauptprobleme ass an dat eng richtig such vun de junge Leiit die wësse net van dir net vun du hem aus suen hut da sind da viel wo soll ich nach hai anwo Schoen och wann se weiterfeieren Studie gemerk und mir stellen einfach fest dass die Koalitionsräson mischt dass och sogar vieles wat an dem Koalitionsvertrag steht, dass das ganz einfach net umgesät gëtt. Loget dann gesot COVID-Kris an dofir können man dat net mechen. Selwich dass den Entlastung vun der Steuer vun der Steuerklasse werden hebt Sujet vun dem Koalitionsprogramm vun der Regierung 2018 wird geschitt neicht. Man kann ja net den Diskurs feieren, mir sie viel besser durch Kris kommen wie all die anderen Länder, aber mir kein Suen fir der Toten umsetzen. Ist so nicht, dass weder ein konkrete Projekt für Leiit fir Steuerklasse zu entlächten. Auch do hat CSV einfach zwischenzeitlich Projekten vier gelöscht an das auch nicht im Niveau von der Grundsteuer geschieht, was kann ich am besten wollen. Können net die Leiit weis mechen, mir muss werden, wie das die allerlächte Gemeng is, dass der ihre PAG hun überhaupt net ugefangen fir ze so da fängt man motivieren, wie das mat Grundsteuer können ändern. Mir mehr dachten Ausdruck Di könnt een fertigschen System ausschaffen an das dann die Gemengen und Schwengen die mittelgroßer Großgemengen die hun alle guten neue PAG da sind dann im Niveau von der Grundsteuer Apps könnt machen mir so ganz einfach konkret muss nehmen do wann ich würden die macht gesucht wann ste gesucht die Niveau von der Steuer gemerkt mir können noch ein Proposition de loi für die Spekulationssteuer können man merken wir können auch ein Proposition de loi machen wird das ein Artikel aus der Steuergesetzgebung die muss auf engem Punkt ändern für das da die Plus-Values Gewinner dass da déi wann der Immobilie Manner wie 5 Joer erhält, dat se dann den normalen Tor bezölt déi Partei die dat kënnt mat droen an schwngen dat missinn am Sinn vun der Steuergerechtigkeit kënne merken, op der Blo rot oder gering ass mat denen si mir secherlech méheetsfeech. Mit Arithmetik vun der Dreier Koalition ass eng 31 29. Dat ass se. Was heinst du frustrant? Muss ihn dann der zur Kenntnis. Auf jeden Fall können wir just bis lo feststellen, dass vieles wer 2018 am Regierungsprogramm steht, dass das hohl verspreche wäre. Auch an der Wahlkampagne, weil wann der Pando und alle Guten do gesieht nach Stoen Steuerklasse wir werden dafür sorgen, dass gepackt, gekümmert, geschieht, bestört, dass die alle Guten am selbischen Tarif kann doch nicht sind, aber das bis lo kommt gut erklärt nicht, weil das kommt im Niveau von der Reform von der Grundsteuer no 8 Jahre gut erklärt nicht, weil das kommt im Niveau von der Reform vun méi Sozialgerechtigkeit besonders Niveau a Steuergerechtigkeit vun den Immobilienbesteuerungen gut erklärt nicht. Ja. Gesinn ja, das ja. Ich habe da Info, was Steuermesure nur geht. Versucht die völlig ab. Ging den Motor oversetzen. Das hat nicht klar Preise auf uns erreichen. Das ist dann nicht sehr. Den Promoteur bei den Bs, also kennt wir den steuerlichen Kredit. Das würde ich auf Preis dann klar. Also ich meine, das ist ganz ehrlich, das war mir ob Preise sind von Appartementen und das könnt ihr ja auf bekannten Internetseiten, die könnt ihr doch an der Printpresse könnt ihr dort gucken, wenn wir auf Preise sind von Appartementen von 100 Meter Carré, die nur bei Millionen oder zum Teil über Millionen gehen. Ich meine, da schlägt nicht nach dem Promoteur die 50.000 Euro drauf, weil du sind Leute einfach, die sind im Maximum gekommen. Da sind im Maximum gekommen und das sind die Preise lo nach überhaupt können zum Deal bezahlt gehen. Mit was hängt das zusammen? Das Kredite. Früher war ein klassischer Kreditwert eng Laufzeit 20 Jahre.
guck mal, wie weit sind die ausgelaufen? Was für einer Möglichkeiten sind angefordert gehen, für das ein Teil von dem Kredit, das durch Zinsen zurückbezahlt gehen, dass ein Teil, Gott sei Dank, mit niedrigen Zinsen fix ist, als Meinung als die, dass sie Ausschlag ist bei ganz vielen Jungen steht, wann sie nach zu summen sich dat uschaffen, mir stell dich immer vor, wat alles geschieht im Moment, wann sie sich trennen. Mengglisch da sind die manste, wo die Immobilie kann überholen. Mir sind der Meinung, dat das eigentlich Standort op froh. Das war wir op engem Niveau sinn, wo wirklich keine Luft mehr ist zwischen den Plafond. Dass dann nicht der Staat zu diesem Zeitpunkt dann auch noch am Niveau von Enregistrementskasten zusätzlich muss drauf schlagen. Weil die Enregistrementskasten von denen 6% plus die Transkription von 1%, die hier kommt zu einem Zeitpunkt, wo die Immobilienpreise eigentlich viel mehr raisonabel wären. Und die 70er, 80er Jahren, da konnten eigentlich normal schaffend Leute auch mit enger Pai, konnten die, so, wenn sie 20 wären, 30, dann haben die sich eine Immobilie angeschafft. Mit das haut ja mit einer normaler Pai leider nicht mehr möglich. Und dafür als Überlegung für zu sagen, da kann es nicht sein, dass der Staat nach mehr drauf schlägt. Ich habe eine Frage auf die Spekulationssteuer geht. Wie soll die konkret umgesetzt werden? Und das war ja auch in Deutschland wie wird ein großes Pro, weil ihr sich nicht weiß, was bei einer Wohnung und was bei einem Appartement stehen momentan beide. Wie wird er das tun? Also, das ist ein gut froh. Ich meine, die Antwort wird zu sagen, mit wie sie nicht wertfreien Wohnungen stehen idle, wertfreien Terrain sind am Bauperimeter, an die sie nicht bebaut. Das ist sich nicht richtig. Weil erstens, wenn eine Wohnung idle steht, das gesagt den auf dem sogenannten RNPP, der Registre National des Personnes Physiques, wo eigentlich allgemein Zugang hat. Aber die Finalität von einem Gesetz ist, weil man muss ja gucken, dass das mit dem Datenschutz vereinbart ist, aber die Finalität von einem Gesetz, die ist für zu gucken, was für ein Häuser sind nicht bewohnt. Da kann ein Gemeng das nachvollziehen, so da meldet irgendjemand sich einfach darüber un. Ich meine, der Marc Lies, also nach Deputé Maire, also ihr könnt auch auf den Taxen und auf den, wie ist das, auf den sowohl was den Strom anbelangt, wie auch was der Vidange von den Wasser an den Ordüren, das heißt von den Pubellen, könnt ihr nur verzeihen, ob du wohnt oder nicht. Und der zweite ist mit Bauflächen oder Bauplätzen, die nicht bebaut sind, da das haut doch schon als das, wie ich gesagt habe, über die sogenannten B6, das geschieht eigentlich folgende müssen, dass du an Zusammenarbeit mit dem Kadaster allgemein all Jahr Relevé kriegt von denen Bauplätzen, die als Bauplatz, als fertig angeschlossene Bauplatz zählen, an die nicht bebaut sind, weil sonst könnt ihr auch die sogenannte B6-To, den aber viele Gemengen ist, könnt ihr auch nicht appliziert gehen. Und da gibt die Spekulationssteuer oder Tax, die ging sich dann drüber drauf sitzen. Nur so, da, wie hoch soll die sein? Ja, es gibt ja einen allgemeinen Evolution von den Baupreisen respektiv für allem von den Terraspreisen über die Jahre, die gibt ja auch ermittelt über die Lisier an anderer, an der das auch regional unterschiedlich, ja, dass die Tax, dass die könnt all Jahre so wie den Tod d'intérêt legal, das ja Gesetz, an die kann über ein Reglement Grand Ducal kann den all Jahre angepasst gehen, je nach Evolution von den Zinsen, mehr haben wir die Möglichkeit ja auch praktisch do, für das er nicht wann dann auch nicht hoffen enke de Boutique Preise einfach gingen drastisch fallen, dass dann nicht nach gegen gesund gemürt Preise fallen zwar drastisch, mit dir mussten auch zusätzlich eng Tax bezahlen. Also mit das Argument wird zu sagen, das praktisch nicht ermittelbar, das können wir aufgrund von Eisenauffahrenswerter können wir das nicht gelten lassen. Dann sommer ich Merci, was kein vor mir. Merci. 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 Merci.
Ja.